ja. Ich weiß auch nicht, wo mein Tupperglas ist. Ist jetzt schwer, ich habe es da vorne hingestellt. Aber es ist weg. Allah. Na, ich wollte euch was erzählen über Boden. Na, Boden hat ein bisschen ein Image-Problem, oder? Das ist eigentlich das, wo man sich aus der Schuhe rauskratzt, als Dreck. Und das ist schon mal kein guter Start, sagen wir mal. So ein Boden hat es ein bisschen schwieriger, weil du es nicht knuddeln kannst. Es ist keine goldene Ski, Miezekatz, hat kein Fell, hat keine großen Glubscharen. Ist halt das, wo man sich aus der Schuhe rauskratzt. Ja, das ist schon mal der Anfang. Aber wenn man da drüber weg sieht, stellt man fest, Boden ist total interessant und vor allen Dingen Boden ist voll mit Leben. Und zwar unglaublich viel Leben. Also in so einem Gramm Boden, was so viel ist, wie du zwischen den zwei Fingern halten kannst. Da sind halt, ach Gott, was weiß ich, wie viel Dutzende von Meter Pilzhüfe drin. Das ist das Zeichen, woraus Pilze bestehen. Kann man sich ja später nochmal drüber unterhalten. Aber das muss man sich mal vorstellen. In einem Gramm Boden, so ein klein bisschen Boden, hast du Dutzende von Meter von Pilzhüfe drin. Und Millionen und Abermillionen von Bakterien. Viren natürlich. Unheimlich viele Tiere. Unterschiedlichste. Ja, Kolembole, also Springschwänze. Nematode, so kleine Fadenwürmler. Naja, und das Teich, wo halt jeder kennt, so Regenwürmer zum Beispiel, hat ja jeder schon mal auf der Hand rumkrabbeln gehabt. Das ist das, was man sehen kann. Problem am Boden ist halt, du kannst das Zeichen nicht sehen, weil es so klein ist. Das ist alles mikroskopisch. Du musst also durchs Mikroskop durchgucken, musst es anfärben und dann kannst du erst sehen. Und das andere Problem ist, Boden ist nicht durchsichtig. Du musst den Boden, kannst gar nichts sehen. Und das ist, wenn du im Boden irgendwas siehst, weißt du schon, was ist eigentlich Pfusch, ne? Weil der Boden ist ja dunkel. Das heißt, du musst das aufbrechen, musst eine Probe nehmen, musst das angucken, bewegst schon, hast du eigentlich schon einiges verändert. Das ist halt schwierig. Oder überlegst du mal, du willst irgendwas am Boden messen. Machen wir ja oft bei uns, musst was messen. Ja, musst eine Probe nehmen. Kleine Probe mit dem Schäufele oder mit dem kleinen Röhrle nimmst du eine Bodenprobe. So, jetzt überlegst du mal, du willst das jede Woche machen. Willst du mal gucken, was passiert denn da im Verlauf von einem Monat oder von einer Saison. Und musst halt regelmäßig Bodenproben nehmen, ne? So, jetzt ist da aber das Problem. Wenn du jetzt wieder hingehst, nimmst die nächste Bodenprobe, eine Woche später, kannst du dieselbe Stelle nicht mehr nehmen, weil die ist so weg. Und die hast du gerade schon rausgepult mit dem Proberöhrchen. So, das heißt, du musst also irgendwo nebendran gehen oder in die Nähdefu. So, ein Problem ist halt, dann hast du das Problem, dass wenn du jetzt nicht mehr den gleichen Ort beproben kannst, dass das sich vielleicht auch räumlich was ändert. Der Boden ist halt da nicht so wie da hinten. Extrem unterschiedlich die Eigenschaften, wenn man nur ein paar Zentimeter oder ein paar Handbreit irgendwo anders dahin geht. Das heißt, wenn du irgendwas lernen willst über Boden, zum Beispiel im Verlauf der Zeit, hast du immer das Problem, dass du das eventuellerweise verwechseln tust mit Veränderungen im Raum, also von da nach da, weil du kannst ja das gleiche Stück Probe, das gleiche Stück Boden kannst du nicht zweimal beproben, das geht nicht. Das siehst du schon, das ist gar nicht so einfach, mit Boden zu arbeiten. Ja, und du kannst quasi nichts direkt messen, musst immer deine Probe nehmen, musst sie heimbringen ins Labor und dann musst du halt verschiedene Techniken anwenden. Ja. Wenn du irgendwas wissen willst über die Mikroorganismen, von denen gibt es ja so viel davon, kannst du gar nichts machen, nicht mal mit Mikroskop, das kannst du gerade vergessen. Weil die sehen ja im Prinzip alle gleich aus, sagen wir mal die Bakterien oder die Pilze. Ja. Das heißt, du musst molekulare Methoden nehmen, das ist ein riesiger Aufwand, gar nicht so einfach. Das heißt, ja, da gibt es
extreme Herausforderungen, wenn du am Boden arbeiten willst. Das ist was anderes wie ein paar Blümchen auf der Wiese zählen oder ein paar Fischl angucken. Da hast du halt ein anderes Problem, weil alles mikroskopisch ist, klein und halt an der Oberfläche dran im Boden und du musst halt beproben. Es geht nicht anders, du kannst nichts direkt beobachten quasi. Das ist schon ein bisschen schwieriger als vieles andere.